Wir sind mitten zwischen zwei Serien. Wir haben immer wieder so Predigtserien und ab und zu haben wir so einen Sonntag dazwischen, wo wir mal ein anderes Thema möchten anschauen. Meistens reden wir an diesen Sündigen über so Königreich Gottes Kulturen, wie ihr am Slide da vorne anseht. Das sind so Kulturen oder Themen oder Prinzipien, wo so ein Leben mit Gott kennzeichnet oder wo das Leben kennzeichnet, wie es Gott eigentlich für uns Menschen gedacht hat. Wir haben verschiedene so Sachen schon angeschaut. Wir haben über Ermutigung geredet, wir haben über Grosszügigkeit auch schon geredet, wir haben über Treu sein im Kleinen geredet, verschiedene so Kulturen. Heute geht es weniger um so eine Kultur, die den zwischenmenschlichen Umgang miteinander betrifft, sondern vielmehr etwas, das dich vielleicht ganz persönlich betrifft. Es geht um göttliche Lebensrhythmen für unser Leben. Das ist ein Thema, das eben auch in die Königreich Gottes Kultur hineingehört, weil es um geistliche Prinzipien geht oder göttliche Prinzipien und Rhythmen gibt, wo Gott für unser Leben gedacht hat, wo er dazu geschaffen hat, dass es dazu beitragen kann, dass wir ein gelingendes Leben haben können. Und ich rede heute Morgen nicht einfach als der Profi, der das irgendwie geschnallt hat, sondern ich rede als jemand, der mitten drin in dem unterwegs ist und wo auch immer wieder in diesen Sachen am Lernen bin. Und ich möchte gerade am Anfang wirklich ein bisschen mehr von mir persönlich erzählen. Steffi und ich, wir sind Personen, wir lieben es, wenn viel läuft, wir lieben es, viel arbeiten, wir sind gern aktiv und unterwegs und wir mögen in dem Sinne auch etwas vertragen. Wir haben, ich würde sagen, mal eine grosse Kapazität für Sachen. Und normalerweise macht es uns auch nichts aus, wenn es mal eine Zeit ist, wo ein bisschen mehr läuft, wo mal dann gerade wirklich viel ist. Und trotzdem ist es vor einer Weile so zu einem Moment gekommen, wo ich gemerkt habe, jetzt fängt es irgendwo in meinem Herzen ein bisschen an zu ziehen. Jetzt ist es wirklich mehr, als mir das eigentlich lieb ist. Und im Normalfall ist so in dem Moment das Motto Kopf runter und durch, es bessert ja nachher wieder. Und irgendwie habe ich in dem Moment so ein bisschen gemerkt, irgendwie fällt es mir nicht ganz so einfach, das jetzt einfach abzuschütteln. Und dann ist mir irgendwo plötzlich klar geworden, was ich in dem Moment jetzt eigentlich brauche. Und es war nicht irgendwelche Effizienztipps, es war nicht Hilfe von jemandem, wo man einfach etwas abnimmt. Es war auch nicht ein Red Bull, sonst habe ich bei mir so ein bisschen für Energie sorgt. Sondern ich habe einfach Ruhe gebraucht und vor allem Zeit mit Gott. Ich habe gemerkt, dass ich zum einen zu viel hatte und zum anderen zu viel aus eigener Kraft versucht habe. Zu fest einfach selber versucht habe, all das zu stemmen und viel zu wenig in dem Sinne mit Gott unterwegs war. Und ich habe mir dann einfach die Zeit genommen, obwohl mega viel los war, und es hat Wunder gewirkt. Es hat die ganze Situation verändert. Ich bin wieder refreshed gewesen, ich habe plötzlich wieder Energie gehabt, ich habe gemerkt, wie das Zehren, das es so ein bisschen hatte an meinem Herz, plötzlich weg war. Mega coole Sache. Und irgendwie habe ich gemerkt, da liegt irgendwo ein Geheimnis drin. Und das wollen wir heute Morgen ein bisschen anschauen. Es geht um eine Thematik, die mich eigentlich schon seit sehr langem beschäftigt. Einerseits eben wegen mir selber, weil ich jemand bin, der immer gern viel hat, aber noch viel mehr, weil ich es bei den Menschen um mich herum mega wahrnehme und auch in der Church Leute sehe, wo es genau gleich geht. Ich nehme wahr, dass viele Menschen irgendwo am Limit von dem laufen, wo in ihr Leben hineinpasst, wo sie Kapazität dafür haben in ihrem Leben. Ich sehe viele Menschen, die sich überfordert fühlen von ihrem Lebenstempo, von wie sie unterwegs sind. Menschen, die nur noch funktionieren, die sich gelebt fühlen und irgendwie nicht mehr richtig zur Ruhe kommen können. Oder einfach den Freiraum nicht haben, um mal richtig durchzuschnaufen. Und ich sehe, wie das sehr oft schlussendlich dann eben auch Konsequenzen hat. Freundschaften, die unregelmäßig gepflegt werden, wo man Termine schon irgendwo Monate im Voraus abmachen muss. Verpflichtungen, die nicht richtig wahrgenommen werden können oder wo man plötzlich anfängt, halbe Sachen zu machen. Gleichgültigkeit, auch gegenüber anderen, weil wir so mit uns selber und mit unserem Lebenstempo beschäftigt sind, dass wir gar keine Kapazität mehr haben, um uns um andere Menschen zu kümmern. Verlorene Spontanität. Und dann kann das bis hin zu Rastlosigkeit, bis hin zu Schlafstörungen oder auch Burnout-Symptomen führen. Und ich nehme jetzt mal an, dass viele von euch da drin den Kampf um eure Zeit kennen und vielleicht auch das Gefühl
kennen, wenn es von überall her an euch zehrt. Und wahrscheinlich gibt es auch andere, die das vielleicht lieben und sagen, hey, genau dem blühe ich auf. Auch das gibt es. Und wir möchten aber heute mal ein bisschen genauer anschauen. Weil ich merke, dass ich mich eigentlich danach sehne, jemand zu sein, der Freiraum hat. Jemand zu sein, der mal spontan einfach mit jemandem abmachen kann. Oder noch mehr würde ich mir wünschen, dass wenn mir heute Abend jemand anruft und sagt, hey, ich bin irgendwo in einer schwierigen Situation, kannst du mir irgendwo einen halben Tag helfen kommen, dass ich, ohne dass ich meine Agenda muss aufschlagen und 20 andere Sachen muss verschieben kann, sagen, hey, ja logisch, die Zeit kann ich mir nehmen. Ein bisschen mehr Freiraum haben in meinem Leben. Aber ich merke, genau das ist in den meisten von unserem Leben so enorm umkämpft. Und ich würde sogar sagen, dass es wahrscheinlich eine der allergrößten Herausforderungen der heutigen Zeit ist, wo wir drin leben, können die Zeiten zu finden. Wir haben so viele Möglichkeiten, wir können uns so viel leisten und wir leben ein enormes Lebenstempo, wie wahrscheinlich kaum eine Generation vor uns. Und genau das stellt uns auch vor die Herausforderung, herauszufinden, hey, was ist denn ein gesunder Umgang mit all diesen Möglichkeiten, die wir haben? Was ist zu viel? Wo fängt es an zu kippen? Was ist noch gut? Was tut mir auch gut? Und das ist ein gesellschaftliches Thema. Das ist ein Thema, wo ganz viele Leute heute merken, dass es so eigentlich nicht mehr weitergehen kann. Dass ein solches Lebenstempo sie längerfristig überfordert und irgendwo endet oder in etwas hineinführt, wo es nicht mehr so weitergehen kann. Und es gibt auch schon verschiedene Gegenbewegungen in unserer Gesellschaft. Ich habe gerade letzte so eine Dokumentationssendung über Minimalismus geschaut. Das sind Menschen, die versuchen, ganz bewusst ihr Leben zu reduzieren. Das ist von einer Person drin vorgekommen, die besitzt nur noch 64 Gegenstände und sagt, die 64 Gegenstände, die müssen lange. Und das Spannendste war aber eigentlich nicht jetzt der Lifestyle gewesen, sondern die Aussage am Schluss, die eine Person gemacht hat, gesagt hat, hey, wir sind die Generation, die im Luxus aufgewachsen ist. Wir haben alles, was wir wollen. Und jetzt merken wir, dass wir, obwohl wir alles hätten, obwohl es uns besser geht, als es unseren Eltern geht, dass es das irgendwo schlussendlich auch nicht ist. Dass es nicht darauf ankommt, wie viel das wir haben, wie viel das wir machen in unserem Leben, sondern dass es irgendetwas anderes ist. Und das ist so ein bisschen die Frage, was braucht es, dass wir ein Leben leben können, das uns nicht überfordert, das uns nicht irgendwann zusammenlegt? Wie können wir in all dem hinein einen gesunden Rhythmus finden? Ein Rhythmus, der uns gut tut, wo viel drin Platz hat und wo uns aber trotzdem dann nicht plötzlich von hinten wieder beißt, weil es zu viel ist. Und ich glaube, da hat die Bibel ein paar zwar mega alte, aber eben brandaktuelle Wahrheiten für einen göttlichen Lebensrhythmus. Und wir stoßen in der Bibel auf so ein Konzept von einem göttlichen Lebensrhythmus, wo ich glaube, dass wenn wir uns an das halten, dann wird es uns in eine ganz andere Lebensqualität hineinführen. Und das möchten wir heute Morgen zusammen entdecken. Sind ihr dabei? Super. Wir sehen, dass Gott von Anfang an gewisse Rhythmen in die Welt hineingelegt hat, sie so geschaffen hat. Und einer von denen, die wir heute speziell anschauen, ist das Konzept vom Sabbat. Und ich möchte mit euch zuerst am Anfang ein bisschen genauer anschauen, um was es dabei überhaupt geht, bevor wir uns dann so ein bisschen Gedanken darüber machen, was denn das für uns persönlich vielleicht heisst oder wie das heute kann aussehen. Sabbat ist ein hebräisches Wort und es bedeutet ruhen oder auch aufhören. Also aufhören. Und es zeigt schon viel, mit was das es zu tun hat. Es bedeutet auszuüben von dem, was wir im Normalfall machen. Aufhören, das zu tun, was wir sonst immer machen. Und es bezeichnet einen Rhythmus, wo Gott seinem Volk gegeben hat, dem Volk Israel. Und es ist sogar eines von diesen 10 Geboten, die er seinem Volk gegeben hat. Wir lesen das im 2. Mose 20, Vers 8 bis 11. Denke an den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. 6 Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der 7. Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, auch nicht deine Tiere oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in 6 Tagen habe ich, der Herr, den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was lebt. Aber am 7. Tag ruhte ich. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt.
Gott etabliert da einen Rhythmus, den er seinem Volk gibt, nachdem sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit worden sind. Und sagt, das ist ein Rhythmus, der euch gut tut. 6 Tage sollt ihr arbeiten, 1 Tag nachher, der 7., sollt ihr ruhen, sollt ihr aufhören mit Arbeiten und sollt ihr euch nehmen, er ist auch für mich. Es ist ein Rhythmus, wo Gott da macht von an und aus, von Arbeit und Pause, Anstrengung, Ruhe, Fokus, Entspannung oder auch Pflicht und frei. Und mega spannend ist, dass eigentlich alles Leben auf dieser Welt, überall wo es lebt, ist geprägt von so verschiedenen Rhythmen. Tag und Nacht ist so ein Rhythmus. Denn die 4 Jahreszeiten, die unser Jahr hat, oder? Wo 2 Monate Frühling und Sommer die sind, wo es blüht und lebt, und Herbst, Winter eher die, wo die Natur anfängt auszuruhen. Und sogar unser Herz schlägt in einem Rhythmus. Es ist ein Muskel, der abwechselt zwischen Anspannung und Entspannung und wo uns zum Leben bringt. Es ist so ein Prinzip, dass alles, was irgendwo lebt, so einen Rhythmus hat. Und spannend an dem Ganzen ist, dass das nicht einfach etwas ist, wo Gott seinem Volk ohne irgendeinen Sinn ausdrückt, sondern es ist etwas, was er anscheinend genau gleich gemacht hat und wo ihm enorm wichtig ist. Wir lesen bei der Schöpfung: Am 7. Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Also er hat alles andere vorher gemacht an diesen 6 Tagen. Darum segnete er den 7. Tag und sagte, dies ist ein ganz besonderer, heiliger Tag, er gehört mir. Also Gott hat schon von ganzem Anfang an den Rhythmus in der Schöpfung verankert und wir als seine Geschöpfe, als seine Ebenbilder, sagt er, sollen den Rhythmus aufnehmen, so wie er das gemacht hat und im gleichen Rhythmus leben. Und was ich noch einen spannenden Gedanken finde, wenn wir anschauen, dass mit der Schöpfung, Gott hat Menschen am 6. Tag geschaffen. Am 7. Tag war der Sabbat. Also der erste Tag, wo die Menschen erlebt haben, war ein Ruhetag, wo sie angekommen sind. Sie hat nicht zuerst mit Arbeiten angefangen und dann war die Ruhe die Belohnung, sondern es hat mit Ruhe angefangen und nachher haben wir die Energie gehabt zum Arbeiten. Und für die Juden ist das Sabbatgebot eines der allerwichtigsten und heiligsten Gebote, die sie hatten. Es gibt kein anderes Gebot, das im Alten Testament so oft wiederholt und betont wird wie das Sabbatgebot. Es ist der wichtigste Viertag, den die Juden hatten. Und der häufigste, weil er jede Woche wieder gekommen ist. Und das zeigt uns ein Stück weit die Wichtigkeit, die der Sabbat hatte, was Gott für ein Gewicht auf diesen Tag gelegt hat. Für die Juden war er heilig, absolute Pflicht. Und auch heute noch feiern die Juden den Sabbat. Wir waren letztens in Jerusalem und dann wird es Freitagabend und plötzlich ist tote Hosen. Da läuft nichts, weil bei ihnen geht der Sabbat vom Freitagabend bis am Samstagnachmittag. Jetzt können wir uns fragen, warum legt denn Gott so viel Wert auf den Sabbat? Was ist ihm an dem so wichtig? Und es gibt vor allem 2 Aspekte, die auffallen. Zum einen ist es ein Tag der Ausrichtung auf Gott. Es heißt an verschiedenen Stellen im Alten Testament, der 7. Tag ist ein Ruhetag, der mir, deinem Herrn, deinem Gott, gehört. Ein Tag in der Woche soll spezifisch Gott geweiht sein. Es soll ein Tag sein, wo wir uns der Gegenwart Gottes in unserem Leben bewusst werden. Wo wir anhocken und über das nachdenken. Und wo wir unser Leben vielleicht nochmal frisch auf Gott ausrichtet. Und wo uns aber vielleicht auch bewusst werden, dass alle anderen Tage, die 6. dazwischen, uns von Gott geschenkt sind. Und vielleicht mit ihm über die reden, was dort war, was wir dort gelernt haben, was schwierig ist. Ein Tag der Beziehungspflege. Und es ist auch ein Tag, wo das Vertrauen auf Gott ausdrückt. Das zeigt sich, dass im Alten Testament ganz klar gesagt wird, dass die Juden den Tag einhalten in ihrer Peakzeit, dort, wo es am strengsten ist, nämlich während der Zeit der Saat und der Ernte, wo sie eigentlich am meisten zu tun hatten. Sagt, haltet den Tag, vertraut darauf, dass ich trotzdem für euch sorge, dass ich für euch schaue und dass das nicht ein verschwendeter Tag ist, der nutzlos war, sondern ich schaue dafür, dass ihr wegen dem trotzdem nicht zu kurz kommt.
Ist auch spannend für uns, oder? Wie sieht es bei uns aus mit Sabbat, genau dann, wenn es am strengsten ist? Nehmen wir uns dann die Zeit oder nicht? Und dann der zweite Aspekt ist, dass der Sabbat auch ein Tag der Erholung ist. Hat ganz bewusst einen sozialen Zweck. Körper, Seele und Geist sollen sich an diesem Tag erholen. Es ist ein Gebot, das uns eigentlich schützt vor einer Überbeanspruchung. Und nicht nur von uns Menschen, sondern auch von der Natur, von den Tieren, steht da, alle sollen an diesem Tag ruhen. Soll unser alltägliches Leben, das voll ist von Produktivität und Leistung, einfach mal unterbrechen durch etwas ganz anderes. Ein Tag, der uns ermöglicht, dass wir unsere Kräfte erneuern können. Im Neuen Testament ist der Sabbat nicht mehr so ein Gebot, wie es im Alten Testament war. Und trotzdem ist er weiterhin ein ganz klares Prinzip, das Gott in seine Schöpfung hineingelegt hat. Bei uns ist das jetzt heute nicht mehr Freitagabend bis Samstagnachmittag, wie das bei den Juden der Fall ist, sondern bei uns ist das im Normalfall der Sonntag, oder, wo es als so ein Sabbattag gilt. Ich finde es mega spannend, dass das etwas ist, wo Gott so in die Schöpfung hineingelegt hat und dass er sie so gestaltet hat, dass man nach so einem Rhythmus funktioniert. Tag und Nacht, Jahreszeiten, unser Herz, überall sind die Rhythmen. Und ich möchte euch aufzeigen, dass man sogar in der Forschung das bestätigt findet. Wir finden das Verhältnis von Ruhe und Arbeiten, wie wir es im Sabbat sehen, in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Und es scheint so, als wäre es ein Stück weit ein universales Prinzip, das Gott in uns Menschen hineingelegt hat. In der wissenschaftlichen Literatur bezüglich Effizienz sehen wir, dass wenn wir weniger als 65% ausgelastet sind bei unserer Arbeit, dass wir dann unproduktiv sind. Das leuchtet ein, oder? Aber wir finden auch dort, dass wenn wir mehr als 85% ausgelastet sind bei unserer Arbeit, dass wir dann ineffizient werden. Weil wir weniger schnell reagieren können, weil wir weniger flexibel sind, schneller Fehler machen und manchmal sogar dann Überstunden schieben müssen. Und es gibt, ich weiß auch nicht, wer kennt die Pomodoro-Technik, das ist so eine Effizienztechnik, wo man sagt, 25 Minuten konzentriertes Arbeiten, 5 Minuten Pause und dann wieder 25 Minuten konzentriertes Arbeiten und dann wieder 5 Minuten Pause. Und auch genau da ist die fokussierte Zeit ist 83%. Und wenn wir jetzt den Sabbat nehmen und das nebenan heben, sehen wir, ein Tag Sabbat in einer Woche von 7 Tagen, das entspricht einer 85%igen Arbeitswoche. 2 Tage Sabbat, so wie wir haben ja meistens 2 Tage frei, wobei eine frei, meistens eben müssen wir dort dann auch noch arbeiten, aber einfach anders. Aber 2 Tage frei würden 71% Arbeit geben. Also wir befinden uns in dem Range inne, wo die Wissenschaft auch sagt, von, wenn wir effektiv und produktiv sein wollen, dann muss das irgendwo zwischen 65 und 85% sein. Das ist so das, was sie herausgefunden haben. Und auch beim Schlaf ist es eigentlich genau das Gleiche. Oder sehr ähnlich. Vielleicht ist es nicht genau gleich. 8,5 Stunden Schlaf entspricht 65% Zeit, wo wir wach sind. Wenn wir weniger als 4 Stunden schlafen, dann sind wir mehr als 85% wach. Jetzt beim Schlaf würde ich sagen, ist es wahrscheinlich besser, wenn wir nicht an die 85%-Grenze herangehen, sondern näher bei dieser 65%-Grenze bleiben. Aber es ist auch wieder in diesem Range drin. Gott hat das in die Welt hineingelegt, dass wir ab und zu Pause und Ruhe brauchen, zum Regenerieren, zum mehr leisten können, als wenn wir nur konstant immer am Maximum sind von dem, was wir geben können. Und das siehst du auch im Sport. Oder? Ich kann locker 100 Liegestütze machen. Nicht am Stück, aber wenn ich immer wieder eine Pause mache, schaffe ich locker 100 Liegestütze. Und das zeigt, oder? Wer ab und zu eine Pause einbaut, der kommt viel weiter als die Person, die weniger eine Pause macht. Da gibt es auch die... das ist ja gleich. Ich habe mir überlegt, ob ich am Anfang mal anfangen und alle 5 Minuten, aber ich komme wahrscheinlich gleich ein bisschen ausser Atem. Und auch wenn es um Kreativität geht, ist es bekannt, dass Stille und Ruhe einer der grössten Kreativitätsbooster sind, die es gibt. Dort, wo wir relaxed sind, wo wir entspannt sind, wo wir aus der Ruhe heraus agieren können, dort sind wir am produktivsten, dort sind wir am effizientesten, am kreativsten.
Und wir sehen also, das ist wirklich so ein Prinzip, wo Gott in Mensch, in die Schöpfung hineingelegt hat. Wo nicht einfach nur in der Bibel steht und wir heben uns daran, weil es ein altes Buch ist und wir glauben, dass es irgendwo viel Wahrheit oder viel gute Tipps drin hat, sondern es zeigt, es ist etwas, wo Gott in Mensch hineingelegt hat. Und ich habe das Buch im Vorfeld ein bisschen genauer angeschaut, wo es auch um das Thema geht. Und die Aussage dort drin ist, Ruhe ist keine Belohnung. Es ist nichts, das man sich verdienen muss. Sie ist eine Pflicht. Oder wir brauchen Ruhe. Wir brauchen die Ausrichtung auf Gott immer wieder. Wir sind so geschaffen, es ist in uns drin. Und trotzdem gibt es wahrscheinlich wenig in unserem Leben, wo so umkämpft ist, wie ein paar Momente, wo wir absolut einfach mal zur Ruhe kommen, wo wir die Ruhe haben, geschweige denn einen ganzen Tag, wo wir uns nehmen, um zur Ruhe zu kommen. Und ich glaube, darum macht es Sinn, wenn wir heute mal ganz ehrlich fragen, wie es in deinem Leben aussieht, mit so einem Sabbat, mit dem zur Ruhe kommen. Gibt es in deinem Leben so Rhythmen von Arbeit und Pause, die rum sind, die fix sind, die dir gut tun, von Pflicht und von Abstand? Gibt es überhaupt noch so einen Moment, wo du zur Ruhe kommst? Oder anders gefragt, wie lange kannst du so weitermachen, wie du jetzt unterwegs bist, bevor es dir irgendwann zusammenlegt? Und ich weiß, es ist völlig klar, es gibt Phasen, die mal anspruchsvoller sind. Auch gerade wenn man mal irgendwie, ich mache eine Ausbildung, dann ist es strenger. Aber die Frage ist, hast du noch so den Moment, wo du zur Ruhe kommst? Gibt es so einen Rhythmus in deinem Leben? Weil unter Volllast zu laufen, das funktioniert manchmal so lange, solange es im maximal einem Bereich wirklich schwierig ist. Sobald 2 Bereiche rot leuchtet oder 3, wird es sehr, sehr schwer. Und geht es nicht mehr gut. Und man sieht, wenn wir längere Zeit ohne gute Pausen unterwegs sind, wie gewisse Sachen, wie es Auswirkungen hat auf unser Leben. Gleichgültigkeit, habe ich schon mal angesprochen, ist eine der grössten Gefahren in so einer Hochgeschwindigkeitsgesellschaft, wie wir heute unterwegs sind. Wer immer nur von der einen Sache zu der anderen hetzt, hat keine Kapazität mehr, um sich um andere Menschen zu kümmern. Ist eingeschränkt in dem, weil sich alles nur noch darum kümmert, dass wir möglichst das, was wir drin haben in unserem Leben, dass wir das irgendwie anbringen. Oberflächlichkeit. Das kann dazu führen, dass wir keine Zeit mehr für spontane, tiefe Gespräche haben, die länger gehen als die 5 Minuten, die wir uns eingeplant haben für das Gespräch. Wo wir sofort, wenn wir merken, ui, jetzt geht es eigentlich tiefer, oder jetzt wäre eigentlich der Moment, wo es dran wäre, zum Nachfragen, wo wir es gerade anfangen zu überlegen, habe ich Zeit dafür? Komm, ich behalte es lieber oberflächlich. Und obwohl die Person angetönt hat, dass sie gerne mehr in die Tiefe würde, lasse ich sie, weil ich eigentlich keine Zeit dafür habe. Unproduktivität. Du merkst, dass sich Tage häufen, wo du das Gefühl hast, hey, ich habe all das, was ich mir vorgenommen habe, was eigentlich realistisch war, nicht erreicht. Ist das vielleicht das Zeichen, dass wir eigentlich mehr Ruhe bräuchten, um effizienter zu sein? Unspontanität. Oder wir sehnen uns doch eigentlich danach, für andere Menschen da zu sein, uns Zeit nehmen für sie. Aber hättest du Zeit, wenn sich dein Nachbar oder irgendein Freund von dir oder eine Person, die du vielleicht nur am Rand kennst, für Gott interessiert, hättest du Zeit, um mit dieser Person unterwegs sein auf dem Prozess, um Gott kennenlernen und die Person mitnehmen? Oder lässt dich gar nicht darauf ein, weil du weißt, dass du keine Zeit hast für das? Und schlussendlich führt es auch dazu, dass wir keinen Platz mehr haben für Veränderungen in unserem eigenen Leben. Wenn wir nur noch funktionieren, bei 100% Auslastung bei der Arbeit, gibt es keinen Raum mehr für wirkliche Innovation. Und auch in unserem geistlichen Leben, wenn du in deinem Leben schon 100% ausgelastet bist, ist es schwierig, noch Zeit zu finden, um mit Gott mal wirklich ein paar Sachen anzuschauen und ein paar Sachen vielleicht auch in deiner Beziehung zu ihm oder wie du lebst, können zu überdenken. Und manchmal kann es auch sein, dass Beschäftigkeit auch eine Flucht ist. Eine Flucht von Sachen, wo wir uns eigentlich mal endlich tiefer damit auseinandersetzen müssten. Flucht vor Gedanken, die aufkommen, wenn wir mal anhocken und Zeit haben, plötzlich merken, da kommt wieder der unangenehme Gedanke. Und vor allem gerade in der Ehe kann das ein Thema sein, Beschäftigkeit als Flucht, damit man sich nicht miteinander muss auseinandersetzen muss, nicht zu fest muss miteinander reden, zum Problem nicht müssen ansprechen.
Und ich glaube, egal wie ausgelastet dass du bist, Gott hat dich für so einen Rhythmus geschaffen. Und beim Schlaf fällt es uns meistens einfacher, das einzuhalten, weil da kämpft der Körper wirklich ziemlich fest dafür. Aber so einen göttlichen Lebensrhythmus und diese Ruhe und diese Pause vom Sabbat in unserem Leben einzubauen, ist eine Kunst, die heute immer mehr verloren gegangen ist. Und wo aber genau heute, in der heutigen Zeit, umso nötiger wäre. Und auch ich, ich bin mitten in diesem Prozess drin. Mir ist wichtig, dass ich wisse, ich predige da auch zu mir selber. Das ist auch bei mir ein Thema, das ich immer wieder anschauen muss. Und ich glaube, vielleicht hat es mich auch gerade darum so beschäftigt. Aber etwas weiss ich. Es ist möglich und auch du kannst es. Es ist möglich, so einen Rhythmus in unserem Leben aufzubauen, den göttlichen Lebensrhythmus. Und jetzt wollen wir ein bisschen anschauen, was denn das für uns kann heissen oder wie wir so einen Rhythmus in unserem Leben gestalten können, so dass wir den Sabbat zurückgewinnen in unserem Leben. Der erste Punkt ist, du brauchst Zeit für dich. Jetzt ist auf dem Slide genau der falsche. Aber der erste Punkt wäre Zeit für dich. Definier deinen Sabbat, deinen Rhythmus. Wann ist für dich der Ruhetag? Und wie soll der aussehen? Sabbat heisst nicht einfach, dass wir nichts tun. Aber der Sabbat soll der Erholung dienen. Und das kann bei jedem von uns ein bisschen unterschiedlich aussehen. Bei den einigen heisst das effektiv einfach nichts machen. Bei anderen heisst das, ich lese ein Buch, wo mir gut tut. Andere geniessen es, um einfach mal Zeit zu haben, um etwas Feines zu kochen und zusammen mit dem Partner oder auch allein zu essen. Mit Freunden zusammen sein kann auch dazu gehören, gute Gemeinschaft zu geniessen, solange es uns gut tut, solange es uns erholt. Auch Sport kann dazu gehören, solange es nicht exzessiv ist, oder wenn du nachher so kaputt bist, dass du eigentlich die Arbeit wieder brauchst, um zu erholen, dann ist es wahrscheinlich nicht wirklich Sabbat gewesen. Aber der Sabbat soll eine Unterbrechung sein von unserem Alltag. So, und auch das, oder, ich weiss, ist nicht in jedem Fall gleich möglich, wenn man Bauer ist und Kühe hat, ja, dann muss man in den Stall. Oder wenn man Eltern ist und Kind hat, auch die haben Hunger und auch die brauchen Zeit. Aber in dem Maß, wo es uns möglich ist. Und manchmal hilft es auch, ein kleines Ritual sich anzugewöhnen und zu sagen, so, das ist jetzt der Start von meinem Sabbat. Heute, jetzt, mit dem startet er. Und ich glaube, die Gefahr heute ist manchmal, dass wir die Ruhetage, die wir haben, überfrachtet mit alles lässigen Sachen, wo wir uns vorgenommen haben, wo wir wissen, das will ich mal machen, das will ich mal machen. Und am Schluss packen wir so viel in das Wochenende rein, dass wir eigentlich am Schluss vom Wochenende mehr kaputt sind, als wir vorher gewesen sind. Und das ist nicht mehr Sabbat, oder? Lässige Sachen sind gut, aber es muss ein Maß sein. Der Sabbat ist da zum Erholen. Dort die Frage an dich, oder? Wie sieht dein Sabbat aus? Hast du dir das mal überlegt? Mit was fühlst du ihn? Oder für was benutzt du ihn? Erholung? Oder ist es Überbeschäftigung? Ich habe in diesem Punkt mega lernen. Wir haben im Normalfall Montag und Samstag frei. Und in der Zeit, wo ich an meiner Masterarbeit dran war, war für mich Montag und Samstag ein Studientag. Und ich hatte gar keinen richtigen Sabbat. Ich habe immer am Sonntagnachmittag bis Sonntagabend eine Art Sabbat und am Montagmorgen habe ich wieder angefangen zu studieren. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich am Montagmorgen absolut unproduktiv war. Dass ich es nicht angebracht habe, um effektiv für sich zu kommen. Und irgendwann hat es Klick gemacht und ich habe gemerkt, es ist eigentlich ein Teil von meinem Sabbat. Und irgendetwas in mir weigert sich, an diesem Sabbat wirklich zu arbeiten. Und ich habe mich dann entschieden und gesagt, Sabbat ist am Sonntagnachmittag bis am Montagnachmittag. Und allerfrühestens am Montag, irgendwann im Nachmittag, fange ich wieder an mit Studieren, wenn es sein muss. Aber diesen Tag nehme ich mir für mich und für Gott. Das Zweite ist Zeit für Gott, die Stille. Es gehört zum Sabbat, auch die Ausrichtung auf Gott. Das ist genauso wichtig wie in die Ruhe kommen. Sich der Gegenwart Gottes in unserem Leben bewusst werden. Und das kann der Besuch von einem Gottesdienst sein, das kann aber eine eigene Zeit auch sein, die du mit deinem Gott verbringst. Vielleicht ein Andachtsbuch, vielleicht ein Spaziergang, den du machst.
Aber es soll nicht nur etwas sein, was wir am Sabbat machen, sondern auch etwas Alltägliches. Jeden Tag, wo wir so einen Moment nehmen, wo wir uns auf Gott fokussieren, wo wir den Tag bewusst mit ihm in Angriff nehmen und sagen, hey, gehen wir es zusammen an, wo wir aus der Ruhe raus können starten, wo wir uns nähren mit seinem Wort, das, was in der Bibel steht. Und dort frage an dich, hast du so einen regelmäßigen Rhythmus auch von Zeiten, wo du mit Gott verbringst? Ist egal auf welche Art und Weise, oder? Es kann auch ein bewusst gestarteter Feierabend sein, wo du zum Beispiel sagst, bevor ich heimgehe in die Wohnung, hocke ich mich 5 oder 10 Minuten neu mit an und komme runter, komme zur Ruhe. Es kann auch ein Kaffee am Morgen sein, sicher bei einigen so. Aber ich merke, dass gerade der Aspekt vom Zeit mit Gott haben am Sabbat oft zuerst gestrichen wird. Wenn alles noch drin liegt, dann nennen wir uns die Zeit, auch unter der Woche. Stille Zeit, manchmal Kirche, Small Group. Welche Priorität geben wir dem? Und sagen, ist es etwas, was für mich nicht verhandelbar ist? Oder ist es das, wo ich immer drauf studiere, liegt es jetzt noch drin oder nicht? Wenn wir das anschauen vom Sabbat, wir brauchen das. Es tut uns gut. Und der dritte Punkt ist Freiraum schaffen. Ich weiss, dass sich mega viele Menschen danach sehnen, so einen göttlichen Lebensrhythmus in ihrem Leben haben, aber das Gefühl haben, all die Verpflichtungen und Anforderungen, die sie haben, hindern sie daran, überhaupt so einen Rhythmus in ihrem Leben aufzubauen. Und es stimmt, dass es Sachen gibt in unserem Leben, wo wir nicht einfach streichen können, wo wir nicht einfach sagen können, das lasse ich jetzt sein. Das ist ein Fakt. Aber es sind wirklich all sogenannte Verpflichtungen in deinem Leben effektiv Sachen, wo du nicht kannst, daraus zurücktreten. Ich glaube, die meisten Sachen sind irgendwo im Endeffekt doch Sachen, wo wir uns irgendwo mal dafür entschieden haben und gesagt haben, wir machen es. Und ist es nicht manchmal einfach so, dass wir eher einfach zu viel wollen und sagen, ja, das geht schon noch irgendwie. Und dann mache ich halt das ein bisschen halben und das ein bisschen halben, aber dafür habe ich beides in meinem Leben drin. Ich merke, wie wir uns mega schwer tun damit, dann eben auch mal einfach Nein zu sagen. Und das ist etwas, wo ich mega am Lernen bin. Jedes Ja, das ich für eine Sache gebe, ist ein Nein zu 2 oder 3 anderen Sachen. Wo ich sage, ja, das mache ich, und zwar ganz, und dafür mache ich andere Sachen nicht richtig. Ich behaupte, dass sich die meisten von uns, wenn wir uns entscheiden, so einen göttlichen Lebensrhythmus in unserem Leben zu haben, dass es nicht geht, ohne dass wir gewisse Sachen auch loslassen. Ohne dass wir an einem anderen Ort dafür eben auch mal Nein sagen. Und bei einigen ist das vielleicht einfach, bei anderen ist es vielleicht schwieriger, weil gewisse Sachen schon länger laufen, weil sie schon länger so unterwegs sind. Aber ich bin zu 100% überzeugt, dass es möglich ist. Bei jedem von uns. Es ist einzig allein ein Stück weit eine Sache der Prioritäten, wo wir den Sachen sagen und ob wir den Mut haben, um irgendwo dann einmal Nein zu sagen. Und dort ist wieder die Frage, oder? Wo sagen wir zuerst Nein? Bei Gott? Familie? Schaffen oder andere Freizeitsachen? Und an das braucht vielleicht einmal einen Moment von der Klärung, wo du anhockst und für dich festlegst, was sind diese Sachen? Ein paar Sachen überdenken oder welche Beziehungen sind mir wirklich wichtig und möchte ich darin investieren? Und welche lasse ich vielleicht im Moment sein? Wo muss ich überall mit dabei sein? Und gibt es vielleicht Sachen, die zwar lässig wären, die ich gerne machen würde, aber die vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt von meinem Leben besser Platz haben, als es jetzt haben? Und das ist vielleicht dann am Anfang ein bisschen ein Kampf, oder? Weil es eine Veränderung ist und vielleicht dann die Sachen das auch nicht einfach so easy findet, je nachdem, was es ist oder wer es manchmal auch ist. Es fällt nie leicht. Aber wenn wir an die Konsequenzen denken und ein Leben hat, das immer zu viel hat und das vergleichen und uns vor Augen halten, was wir gewinnen, wenn wir in diesen göttlichen Lebensrhythmen leben, dann ist das so viel wertvoller. Du wirst produktiver, du bist ausgeruhter, zufriedener, spontaner, kreativer und offener für Gottes Reden und seinen Willen in deinem Leben.
Der göttliche Lebensrhythmus ist das Prinzip vom Segen für unser Leben. Es ist mehr als einfach ein guter Ratschlag, einfach eine gute Richtschnur. Sondern wir sind so geschaffen, wir funktionieren so. Gott hat das in unser Leben hineingelegt. Und ich wünsche mir, dass du die Kraft von dem göttlichen Lebensrhythmus in deinem Leben kannst entdecken. Dass du das kannst erfahren und merken, wie du vielleicht zuerst Sachen musst sein lassen, aber wie du gönnst. Wie du mehr schlussendlich hast von deinem Leben, auch wenn du weniger machst. Das ist mein Wunsch heute, dass jeder von uns einfach ehrlich bei sich anschaut. Und vielleicht sich nochmal das Neue vornehmen und sagen, ja, ich kämpfe für meinen Sabbat. Ich definiere meinen Sabbat. Ich schaue, dass dort auch Gott den Platz drin hat. Und ich schaffe mir Freiräume in meinem Leben. Das ist das Prinzip, das Gott in die Schöpfung hineingelegt hat. Aber die Entscheidung zum Umsetzen liegt bei jedem Einzelnen. Sie liegt bei dir. Ich möchte gerne beten. Jesus, ich danke dir für die Rhythmen, die du im Leben gegeben hast. Und dass du auch besorgt bist darum, dass es uns gut geht. Und dass du möchtest, dass wir so einen Moment haben, wo wir ausruhen können, wo wir zur Ruhe kommen können, wo wir Pause machen können, wo wir innehalten können, wo wir es uns gut gehen lassen. Und Jesus, es ist in der heutigen Zeit, haben wir so viele Möglichkeiten, wo wir wenigstens das Gefühl haben, sie tun uns gut. Und mega vieles ist gut. Aber es braucht viel Weisheit, um zu entscheiden, was hat Platz, was nicht. Und wo heben wir den Rhythmus, den du uns da vorgegeben hast, auf. Und ich bitte dich für jedes einzelne von uns, dass wir uns das überlegen können. Wir müssen überlegen, wo ist mein Sabbat? Wo ist der Moment, wo ich zur Ruhe komme? Dass wir bereit sein können, auch schwierige Entscheidungen zu treffen und für den Freiraum zu kämpfen. Amen. Wenn jetzt noch Zeit vom